Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Dag Caroline. Dag leef Lückschot zu Hus und unterwegs. Könnt ihr euch besinnen, das letzte Mal ja eine ganz intensive Verzell über eine ganz besondere Sommer. Über der Sommer 1945. Da ist der Hermann mit seiner Mam im Jöterzug aus Bayern nach Köln zurückgekommen. Dann haben sie gesehen, der Dom ist stehen geblieben, aber in der Wohnung waren fremde Lück. Die hatten die Wohnung zugewiesen kriegen. Was dann passiert ist spannend wie eine Krimi. Also nicht nur so alle kölsche Verzellscher vom Richmodis oder so, auch das echte Leben bringen Sachen, die man unbedingt erzählen sollte. Und wir sind froh, dass der Hermann sich so gut drauf besinnen kann. Hermann, was war los mit deinem Vater? Ja, mein Vater, man hat ihn nicht vorher mal erzählt. Der war ja in Russland und der ist dann ein paar Wochen, das haben wir dann nachher erfahren, nach Frankreich gekommen und war da hatte Glück gehabt, kam in amerikanische Gefangenschaft und das war ein junger Offizier. Da hat mein Vater dann überall gekümmert und hat gesagt, ja, ich bin jetzt 4 Jahre in Russland gewesen, ist nichts passiert, jetzt bin ich gut für zu Hus und jetzt in Gefangenschaft. Und das nur all dem Krieg und dem Elend. Und dann sagt der Amerikaner, war ein gebildeter Mensch, der Offizier konnte auch Deutsch und er ging fort und dann kam nach einer Stunde so, kam ein anderer Soldat, der hat meinen Vater abgerufen und sagte mitkommen. Und dann hat er gesagt, so, du nach Hause. Und das war die Gefangenschaft von meinem Vater. Der war ein paar Stunden in der amerikanischen Gefangenschaft. Und was hätte er gemacht? Dann ist er flog nach Dorwis, da war sein Kriegskamerad. Dorwis, das ist bei Eschwiler, der hat da einen Bauernhof. Und dann hätte die Uniform ausgetan und kriegt dann so einen Knecht, also so eine Ziviluniform, und hat dann als Knecht bei seinem Kriegskamerad gearbeitet. Und du da warst mit gekommen. Du warst mit deiner Mama in Köln. Und ich war mit meiner Mama in Köln. So, Telefon oder Handy oder so. Handy habe ich sowieso noch nicht. Und Telefon ist uns ja nicht. Was habe ich gemacht? Wir hatten ja Freunde. Boah, da hätte dein Vater aber Glück gehabt. Ja, das kann man so sagen. Aber wie man weiß, das hat nicht jeder viel Glück, hat nicht so viel Glück gehabt. Was mich persönlich oder auch meine Eltern besonders getroffen hat, das war in Bayern, ich hatte mit dem Onkel Richard, da habe ich ihn genannt, einen Post gekriegt. Da stund dann drauf, Feldpost, die tät ja noch funktionieren, da stund dann drauf, gefallen für Großdeutschland. Es war ein Lebensfreund von meinen Eltern und auch von mir, darf ich sagen, der Richard Blume. Er war in Russland gefallen. Und was ist das Besondere für mich dabei? Der hat sich viel um mich gekümmert. Mein Vater war ja, also der Rainer, der war verwundet worden, der war Soldat verwundet worden und hat dann jetzt Erholungsurlaub und war dann daheim. Und dann, das war aber noch im Krieg. Der hat sich viel um mich gekümmert. Ich bin jetzt mit der Zeit zurück. Das war 42. Da war ich im Gymnasium und der hat dann mit mir Latin gelehrt. Der war bei den Jesuiten in der Schule gegangen und hat mich dann die Vokabeln abgefragt. Und meine Mutter hat ja nur Volksschule, die hätten mir nicht helfen können. Sie hat mir auch versichert, wie ich mich 42 einfach angemeldet habe mit 12 Jahren auf das Gymnasium, ohne dass meine Eltern das wussten.
dass wir keine Nachhilfe bezahlen könnten. Und der Richard, der Onkel Richard, wie ich ihn genannt habe, hat viel mit mir gesprochen. Ja, und jetzt war er tot. So hast Das du, erste Mal, dass ich so persönlich einen gekannt hat, der mir nah ist, da nah war, der tot geblieben ist. Auf das mit meinem Vater auch so war. wie bist du das dann geworden, dass dein Vater in Eschweiler gewesen ist? Ja, das ist sehr, sehr mysteriös. Jedenfalls die Freunde von meiner Familie, die wussten, dass in Dörvis bei einem Kriegskamerad als Knechte umgekommen ist. Der Kriegskamerad hat einen Bauernhof bei Eschweiler. Dann wird ja wenigstens jetzt ähnliches zu essen, ne? Ja, das wusste ich schon noch ja nicht. Wir waren ja in Köln. Und wie kriegt mein Vater jetzt Bescheid? Und Wie hat er das dann gemacht? ja, ein Freund hat mir ein Fahrrad geliehen. Stell dir vor, 1945. Das war alles kaputt und er hatte ein Fahrrad, das hätte mir geliehen. Und damit bin ich dann nach Dörvis gestrampelt. Das sind doch wenigstens 50 Kilometer. Ja, das war kein Problem. Das war ein Fahrrad, ja, ohne Gangschaltung. Das wird ja nur für Rennfahrer, das weiß ich. Und wie Aber hast du das der war kein Wäsche Problem. gefunden? Bitte? Wie hast du der Wäsche gefunden? Ja, wie habe ich der Wäsche gefunden? Irgendwer muss es mir ja, gesagt haben, fahr ob Oche an und dann freust du die Lück. Und so habe ich mich durchgefragt und bin dann in Dörvis angekommen, an einem Ackerland vorbei. Ja, und was ist da passiert? Da stund ein Reis am Feld, waren zwei Männer am Arbeiten. Und der eine sah mich am Fahrrad kommen. Ich hat den Mann nie gesehen. Der hat sich aufgerichtet, der hat mich gesehen und sagt, Lorenz Adolf, da gut Dinge jung. Und ja, da haben mein Vater und ich uns das erste Mal gesehen. Und das war das erste. Und ich glaube, das einzige Mal, ja, ich sage das so, wo wir beide gekriegt haben. Und sind uns natürlich in die Arme gefallen. Und du hast so ausgesehen wie dein Vater, dass der dich direkt erkannt hat. Das ist ja toll. Ja, obwohl mein Vater hat einen Blatt, ich hatte noch kein Blatt, aber der hätte die Ähnlichkeit auch so gekannt. Boah, was schön. Das wäre ja richtig jetzt für einen Film, ne? Ja, ja, und wie man dann, ich habe eine große Gedächtnislücke. Jedenfalls sind wir beide dann wieder in Köln angekommen und haben eine Wohnung gesucht. Wir haben auch Wohnungen gesucht, die leer gestanden haben, aber das heißt leer. Die waren noch voll möbliert mit aber die Lücke waren noch nicht retour. Hätten wir uns ja auch anwiesen können. Und da haben wir gesagt, nee, das tun wir nicht. Was uns passiert ist, soll andere nicht passieren. Und so haben wir dann eine Wohnung gesucht, die kaputt war, wo noch keiner eingetroffen war. Wie die kaputt war? Was war dann kaputt? Ja, in der Siedlung in Riel war so gut wie nichts kaputt. Aber ein Haus, das hat es getroffen, vor Brandbombe oder was weiß ich. Jedenfalls, da war 3 Etagen. Da waren sonst nur 2 Etagen. Aber das Haus hat 3 Etagen und das hat eine Treffer mitgekriegt und er hätte durchgerannt. Das Dach war also kaputt. Das heißt, du hast die Wohnung keinem fortgenommen? Ne, die war auch leer geräumt. Vollkommen leer geräumt. Und ja, und damit kommen wir mal auf die Möbel zu sprechen. Ne? Jedenfalls die Wohnung haben wir dann uns vom Wohnungsamt anwiesen lassen. Und was war mit den Möbeln, das ein auf andere haben wir dann zurückgekriegt. Gut, Freunde,
haben uns gesagt, ja, der Frau Dingenskirchen in der Dingensstraße, die hat ihr Schlafzimmer. Das wissen wir. Wir dahin und durften wir unser Schlafzimmer wieder haben. Was machen Sie da zu rauskommen? Ihr Mann Sie waren in der Partei. Das Schlafzimmer ist mir. Und mein Vater sagt, ja, dafür war ich jetzt 5 Jahre im Krieg und habe versucht, das Vaterland zu retten. Ne? So pathetisch hätte es natürlich nicht gesagt. Und, aber er war so fit, dass er bei der Polizei gegangen ist und er hat gesagt, hey, das sind meine Möbel, wir können nicht nachweisen, wir noch zeigen. Und da ist die Polizei mit uns gegangen und da haben wir dann unter Polizeischutz uns eigene Möbel, das heißt die Möbel von meinen Eltern, rausgeholt. Das war schlimm. Da habe ich meinen Vater das erste Mal gesehen, dass der war stark wie ein Bett. Aber zwischendurch beim Ausräumen hätte sie auf der Trappe gesetzt und war gut vom Kriechen. Das noch nicht vorbei. Dann haben wir noch Vertigo wieder gekriegt. Natürlich ganz anständig ausgeräumt. Vertigo, das ist ein Schrank mit 2 Türen und einer Schublade. Und da waren meine Spielsachen drin. Und das ist, was mich als Fetz natürlich das meiste geprägt hat. Das war komplett ausgeräumt. Und selbst die Spielsachen, die mein Onkel Franz mir geschenkt hat, der konnte sich helfen. Ich hatte Schokospielzeug, das war jetzt ganz Besonderes. Das war all die Stolle. Und also das ist das Vertigo, was du jetzt in deinem Arbeitszimmer hast? Genau das. Ist ja Wahnsinn, da krieg ich einen Gänsehuck. Ja, und der Küchenschrank, auch sauber ausgeräumt, haben wir auch wieder gekriegt. Der steht übrigens heute noch im Keller. Da habe ich dann Klamotten untergebracht, die Boffe in der Wohnung nichts zu suchen haben. Wahnsinn, wann die erzählen könnte, die Sache. Sagen Sie einfach mit dem Dach, du hast jetzt eine Wohnung gehabt, aber da dädet Rennrennen? Ja, da dädet Rennrennen. Und da haben wir festgestellt, die Barbara-Kaserne, die war praktisch gegenüber. Das war eine Artillerie-Kaserne, die war natürlich leer. Und da war nichts passiert, die Dächer waren all ganz. Und da ist mein Vater dann auch wieder bei der Polizei gegangen und sagt, Hödens, da ist in der Naumarsch ist ein Dach kaputt. Aber in der Barbara-Kaserne haben wir gesehen, da sind die Dächer noch ganz. Dürfen wir da die Panne holen und dann in der Wohnung um 3. Etage drauf. Selbstverständlich. Soldaten haben wir keine mehr und wir werden auch nie welche haben. Was war der Mann erst naiv, ne? Das nur am Rand. Jedenfalls, mein Vater und ich haben uns eine Handware gelehnt, sind dann Europa geklommen, auf der Barbara-Kaserne. Jeder hat dann so 6 Ziele auf der Schulter genommen, raufgetragen, auf der Handware gelehnt, nach der Naumannstraße damit gefahren, 3 wieder auf die Schulter geladen, 3 Etagen herab und dann die Dächer gelehnt. Das war noch ein anderer Maß. Da mussten die Sparren noch, aber das ist jetzt, führt jetzt, glaube ich, zu Weg. Ne? Und da bist du um Dach herumgeklommen? Sind wir 2 um Dach herumgetragen. Mein Vater, der konnte ja all. Der war zwar Maschinenbauer, aber der war handwerklich, hatte alles drauf. Ob das Holz war seine Leidenschaft, obwohl er mit Maschine, ja, das auch nicht vorbei. Warst du dann nicht schwindelig? Ich stelle mir dafür, ich bin noch nie auf der Dom geklommen, weil ich Angst hatte, dass es mir alles waggele. Nee, das ist ein Glückstreffer. Ich habe in der Dachgall gestanden auf der 3. Etage und runtergelurrt. Aber schwindelig war ich nicht. Vielleicht, weil ich in Bayern als auf der Birche geklommen war. Wahnsinn. Und in der Wohnung hast du dann die ganze Zeit gewohnt? Bis du geheiratet hast? Ja, ja, genau. Da habe ich dann bei meinen Eltern gewohnt, bis ich dann geheiratet habe. Und die sind da geblieben, bis sie gestorben sind?
In der Wohnung die Dinge Vater parat geknuft hat Ja, mit dir? mein Vater ist relativ früh gestorben, fügt zu das mit 74 an einem Herzinfarkt gestorben und meine Mutter ist da wohnen geblieben, bis sie 80 war und ist dann immer noch gut dabei bis zum letzten Tag. Ja, so war das. Und Also ich, jetzt ist Dinge Vater war wieder retour und die Wohnung war auch da. Jetzt tät noch das Essen fehlen, ne? ja, das mit dem Essen, das ging halt im Krieg los, aber wir wollten dann sicher nur von der Nachkriegszeit, aber im Krieg, das Hamster ging da auch halt los. Und nach dem Krieg, tät man dann in das Fürgebirge fahren. Und wenn man Glück hat, kriegt man bei den Bauern auch ein paar Äpfel, ohne dass man jetzt zu duschen hat. Ich muss wohl immer auf fundliche See schon besonders hungrig ausgesehen haben. Ich habe dann auch alles Äpfel von den Bauern gekriegt, ohne dass ich jetzt zu duschen hat. Und meine Mom, die ist dann zwischendurch nach Oppenheim am Ring gefahren. Ja, da haben wir ja alt von gehört, wie wir über die Vorderkarte gesprochen haben. Also, ja, stimmt. Da können Aber wir mit der uns sparen. Lebensmittelkarte, das hast du noch nicht verzahlt. Du musst doch auch jetzt dafür machen, ne? Dass Ja, du die kriegst. ja, 45, wer keine Arbeit hat, die er nachweisen kann, der kriegt auch keine Lebensmittelkarte. Und das war lebenswichtig. Du kriegst ja kein Brot, keine Zucker, weiß ich was, ohne eine Briefmarke zu haben. Und Nicht die Schul- Briefmarke, Lebensmittelkarte, ne? Entschuldigung, ja. Aber die Lebens- sah auch aus wie Briefmarke, die Marke, ne? Ja, so ungefähr. Waren nun nicht so viel, man macht so richtig Schnee, die waren noch nicht perforiert wie Hück. Sagen Sie, das war ja ein ganz schlimmer Zick. Du musst arbeiten auf der Straße, hast du gesagt? Ja, ich habe dann bei der beim Straßendienst, weißt du, bei der Straßenmeisterei, glaube ich, hieß das, als Gärmensch angefangen. Das Gärmensch, das war so, wir wurden dann eingeteilt. Ich war da bei einem Tröpfchen, die wurden um Hansaring eingesetzt, damit der Ring von der Trümmerer freigemacht wurde. Und dann, ich weiß nicht, wie flück das gegangen ist, es war ja dann inzwischen Juli. Im September fing ich das Gymnasium an, also so lange musste ich dann arbeiten, wurde dann um Hansaring, Geschäft, da waren Loren, das waren so dreieckige Wählchen auf einer Schiene. Das hatten sie parat gemacht, so wie die Straße frei war. Und da haben wir dann Geschäft, was das Zeug hielt. Wobei das muss man auch erwähnen, die Frauen, die hatten den meisten Anteil. Viele Männer waren ja im Krieg gestorben. Und auf der Straße hast du überall Frauen, wie sie Steine kloppen täten. Man darf ja auch kein Ziel stehen. Und die Steine wurden dann gekloppt, damit man mit der Altstein dann irgendwie wieder jetzt abbauen konnte. Was war das für ein Zick? Sagen Sie, was meinst du dann, wie dich das geprägt hat? Hast du da bestimmte Eigenschaften gekriegt, die du vorher vielleicht so nicht gehabt hast? Ja, sicher, der Krieg hat uns allemal geprägt. Nicht nur die Roselück, auch uns Benz. Der Spruch, unser Junge, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Wir hatten ja einen Indianer, Mexikaner gespielt. Das hat sich geprägt. Hier und da, jeder hat sich Büngelchen zu tragen, also wurde doch nicht gekümmert. Das ist ja jetzt Jodes, wenn man dann so durchhalten kann. Damit hat er ja auch viel wieder abgebaut. Und es ist sicherlich auch jetzt schwierig. Ne? Ich habe nicht gelesen vom Sabine Bode, dass es schrieb von der vergessenen Generation, dass die Generation vielleicht auch jetzt wenig gelernt hat, die Gefühle zu lassen und dann endlich zu kriechen und auch auszusprechen, was los war. Nur keine Stress machen. Der Ältere hat einen Stress genug mit all dem, was sie arrangieren musste. Und dann ist das Kind besser still und mit nicht noch irgendwie Stress, dass es auch noch anfängt zu kümmern. Ja, ich kann nicht erzählen von meinem Vater
Und auch andere Leute, die im Krieg waren, Männer, die im Krieg waren. Ich war mit 15 Jahren, war ich ja nicht im Krieg. Ich hatte ja nur nebenbei mit Fliegen angegriffen und so mit gekriegt. Also ich war in der relativ glücklichen Lage. Aber wie du schon gesagt hast, das Sprechen, das hat man irgendwie verliert. Man war ja auch zu bang, in den Ton zu viel zu sagen, dann wirst du im KZ gelandet. Und mein Vater hat nur einmal vom Krieg gesprochen, wie bald 3-mal zwischendurch in Russland tot geblieben ist, aber dann vorher und nachher nie mehr. Und so waren auch all die anderen Leute. Irgendwie haben wir das Sprechen verliert. Und ich glaube, das war wahrscheinlich ein großer Fehler. Und das Schlimme ist, man kann es sich auch als Große dann nicht abgewinnen. Aber die Leute, so wie ich, die sind ja dann bald ja nicht mehr da. Aber die da sind, vielleicht ist es dann nötigerweise, dass wirklich 68 die Studenten das ausgesprochen haben oder die Mitscherlichs mit dem Buch von der Unfähigkeit zu trauern, da hätte man vielleicht doch das ein auf andere abgearbeitet. Und vielleicht, liebe Hermann, ist hier auch, wenn man höchst davon spreche, das auch ein ganz kleines Stückchen, das noch uns in das Wort zu bringen. Es ist jedenfalls toll, dass das höchst mühlich ist und dass man dich dort so geholt haben. Es ist gut, dass du so alt geworden bist und uns das noch erzählen kannst. Herzlichen Dank. Ich glaube, das machen wir noch uns öfters. Ja. Sollen wir, Hermann, jetzt den Sprachkurs machen? Ja, dann mache ich dann jetzt auch meine Teterete, aufgepasst, jetzt wird Kölsch gelehrt. Das war jetzt so eine ernste Lektion, jetzt machen wir jetzt Einfaches. Einfache Wörter, die zu tun haben mit dem Haus und mit dem, was da drin ist. Man kann darin durch die Haustür oder durch die Ports. Das ist schön Latin und heißt eigentlich Porta oder La Porte, Französisch. Und Ja. man geht dann über den Dörpel. So ist es. Und die erste Etage, das war dann der erste Stock. Und die oberste Etage hat in Köln eine besondere Name, die heißt, Das war der Löw. genau. In der Wohnung ist es mehr oder weniger wie das Hudütsche. Das Esszimmer, das Wohnzimmer, das Schlafzimmer. Nur das Arbeitszimmer, das man ein bisschen anders aussprechen. Das ist nicht das Arbeitszimmer, das ist das Büro. Mit Betonung auf dem Ü. Ja, und damit kommen wir vielleicht ein bisschen in ein Nebenzimmer, das wäre das WC, das Waterklosett. Also man sieht auf Kölsch, der Klo. Ja, oder der Abtritt. Oder ganz fürnehm, der AB. Ja, oder das Höfchen. Früher war es ja, dass man um das Höfchen ging. Um Jurionswall, da haben wir gewohnt bis 1936, da um Jurionswall, da war der Abtritt nicht um Höfchen, er war eine Etage tiefer. Also, wir bin der Promotion gemacht, wir erst flug sind, wenn wir auf der AB wollten, ne? Das war noch in der Zeit, wo das Plumpsklo draussen war. Ja, wir jetzt wegen fort von dem Klo noch die Möbel. Die sind ähnlich wie im Hudütsche, also Tisch und Stühle jedes. Was ob Kölsch jetzt besonders ist, ist das Sofa, das heißt auch schön französisch, Das Kanapé. Und dann jedes der Schrank, der heißt das Schaf. So Vielleicht ist ist es aus Scaffale, aus dem Italienischen. Jetzt besonders ist das Eckschäfchen. Das Eckschäfchen, das hat nichts mit Schäfchen, mit Schäfer zu tun, sondern das Schaf, der Schrank. also der Schrank, der in der Ecke Ja, steht. ja, genau. Das war ein dreieckiger Schrank. Also, das waren ja, die Wohnungen waren klein und da hat man wirklich jede Ecke ausnutzen. Und das war das Eckschäfchen. Und das sieht man ja auch für einen Mensch, ob, ja, ich glaube, man sieht das nur bei Frauen, ne? Die ein bisschen schüchtern sind und ja zurückhaltend und immer so für sich schlagen. Und das ist, sieht man dann, ach ja, das ist ein Eckschäfchen.
Es, und, Das schönste kölsche Wort von de Möbele, finde ich, ist die Flugis. ja, wenn man müde ist, ne, dann jeder in die Flugis. Dann bis jetzt möd, Hermann, dann machen wir jetzt am besten der Jingle und sagen Tschüss. Ja, der dritte. Tschö.